mir auf den Sack, Mann. Well done, Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Ja, stirb endlich. Schau der Zwirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Waystone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Ist da erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf der Zeit. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo du mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Weil wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bitchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay,
Da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant. Gell? Das ist aber hoffentlich klar. Es ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder nicht leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Geht da was? Okay, ich glaube nach dem heiligen Stream werde ich einen Cooldown von... einen Cooldown einmal dezent aufgetan. Das wird... Ich glaube, die Puppe hat er ziehen lassen. Da ist auch ein Trompetenkäfer draufgestiegen. Wenn jetzt so die Wache nicht stand, Uli, ich dachte, deine Gitarre so ins Gesicht einhauen, dass 3 Bar Schutz und Bremsen brei hat. Das darfst du auch nicht mehr. So, was nochmal? Geplant ist heute noch eine Kellererweiterung, seitlich noch ein Raum mehr und eventuell noch ein extra Stauraum. Hau halt ab jetzt! Wenn ich meinen Chat lese. Geht doch. Da kannst du nicht einmal 5 Minuten zusammenreißen in der Öffentlichkeit, ha? Sag einmal. Du stell dir vor, du lässt den da drin vornehmen, dann ist aber... Ne, dann kracht's. Das war ganz gewaltig. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Was? Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem... Also, ihr sollt nicht die Viewer einen Kopf bumsen mit deinen... Also, du sollst... So, grüß Gott beieinander. Einen wunderschönen Montagabend beieinander. Captain Dev, habe die Ehre, grüß dich Gott. Merci dir für deinen Lurk und weiterhin viel Spaß, Erfolg und wenig Stress in der Arbeit, I guess. Du hast das ja hoffentlich auch bald überstanden. Lucky, habe die Ehre. Wifi, habe die Ehre, grüß dich. Der King of Barbecue auch schon da unterher. John Sigi, der Türsteher-Mod wieder im Dienst, sehr gut. Grüß euch, alles fit bei euch, wie geht's euch? Alles zauberhaft so weiter. Herr Ripsi ist auch schon da, einen schönen Nachmittag miteinander. Den wünsche ich dir auch, habe ich die Ehre. Schön. Es kriegt's ja, es wart's ja förmlich schon quasi drauf. Ist das im Bereich des Möglichen? Ich glaube schon fast, ha? Alles fit bei euch. Wie schauen wir aus? Haben wir Bock auf Lords of the Fallen? Ihr geht da schon da, habe ich die Ehre. Grüß dich Gott. Lucky, dein Sound ist angepasst, kannst du gerne mal testen. Also bei mir hat er funktioniert. Ich hoffe, bei dir funktioniert er auch. Ich gehe aber jetzt einfach mal schwer davon aus. Ja, ein Tag mehr. Mit Lords of the Fallen. Ich weiß schon, momentan ist es ein wenig eintönig, das ist mir bewusst, aber es wisst ihr. Ah ja. Herzlich Guru. Sehr gut, funktioniert. Perfekt. Easy. Ich hoffe, es passt da so. Aber normalerweise schon, ich hab's ja nach deiner Vorlage gemacht, ne?
Ja, ich weiß, es ist momentan ein bisschen eintönig mit Lords of the Fallen, aber ich bin so derartig addicted zu dem Spiel, dass das nicht mehr schön ist. Das war damals mit Elden Ring das gleiche, das war mit God of War das gleiche, das ist auch noch permanent gelaufen, aber es hilft ja mir nicht. Ja, also bei euch kommt es ja bisher sehr gut an. Ne? Von daher glaube ich, passt das schon. Denken wir jetzt einmal. Ja, es kommen auch wieder unterschiedliche Projekte, so ist es jetzt nicht. Aber momentan fühle ich einfach Lords of the Fallen am allermeisten. Bin im Arsch-Inventur in 2 Teams mit einem, der keinen Satz Deutsch versteht. Morgen geht's weiter. Ja, es hört sich zart an. Ja, aber die Woche wird auch immer gehen. Muss das so bei so sagen, am Mittwoch ist ein Feiertag. Das ist zumindest eine kleine Unterbrechung. Ne? Bei einem guten Spiel ist nichts eintönig. Ja, gut, da hast du jetzt auch nicht ganz unrecht, das stimmt. Das Spiel ist schon verdammt gut gemacht. Da kann man nichts sagen. Lords of the Fallen, Lords of the Fallen ist schon geil, ist halt schade, dass sie das Spiel jetzt einfacher machen. Wie, sie machen es einfacher? Inwiefern? Ich hab noch keine Patch Notes und nichts gelesen. Ich hab vorher kurz reingeschaut, ich teste ja momentan jeden Tag, ob Updates da sind. Aber momentan, glaube ich, ist jetzt kein Update nicht gewesen die letzten 2-3 Tage. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann auch sein, dass ich es mal übersehen habe oder nicht mehr im Kopf habe, aber ja. Mir macht eher momentan mein OBS ein bisschen Sorgen. Mal schauen, ob es heute nochmal crasht. Mal schauen. Weil es war jetzt gestern ist gecrashed und letzte Woche, glaube ich, Mittwoch. Ich weiß nicht mehr genau. Auf alle Fälle vor 2 Streams ist auch mal flöten gegangen. Weniger Mons, nicht mehr so tödlich, damit die Noobs das jetzt auch spielen können. Das haben sie, glaube ich, einmal bei Ding gemacht. Bei Elden Ring, glaube ich, haben sie einmal einen Boss gepatcht gehabt, aber ich weiß nicht mehr welchen. Der wo Malenia haben sie einmal patcht gehabt. Die haben sie einmal patcht gehabt. Tatsächlich. Die haben es zuerst patcht, dann war es stärker. Das war ein Fehler einerseits und dann haben sie es patcht, dass es ein bisschen weniger Schaden macht. Wobei aber Malenia ist meiner Meinung nach immer noch nicht einfach recht stark. Ne? Also das wird dann nächstes Jahr, sollte ich den Elden Ring Platin Run machen, das wird dann lustig mit der Malenia. Ne? Für sowas gibt es doch Schwierigkeitsgrade. Siege in einem Souls-like-Spiel oder generell in einem Souls-Spiel gibt es keinen Schwierigkeitsgrad. Das musst du so nehmen, wie es ist. Ne? Du kannst nicht sagen, ich möchte es gerne auf leicht spielen oder auf hart. Das musst du so nehmen, wie es ist. Da kannst du einen Schwierigkeitsgrad nicht einstellen. Ne? Das macht unter anderem auch Souls-Spiele aus. Ne? Du kannst da nicht... Das Einzige, was du einstellen kannst, ist Grafik. Also auf blöd Deutsch gesagt. Ne? Aber so von wegen Einfachmodus oder Zielhilfe oder irgendwie sowas in dergleichen, das gibt es in Souls-Spielen nicht. Wie gesagt, du musst das halt so nehmen, wie du das serviert kriegst. Quasi. Ne? Egal, ob es dann stark versalzen ist oder nicht. Aber okay, gut. Mann, ich bin bisher, ich hab's gestern gesagt, bisher bin ich begeistert von dem Spiel. Es erfüllt das, was es erfüllen soll. Über so ein paar Performance-Probleme kann man drüber schauen. Das hat jedes Spiel einmal am Anfang. Aber so an und für sich finde ich das Spiel einfach wahnsinnig cool. Wenn du beim Glockenturm links rausgehst, auf der Plattform oben haben sie die 2 Büßer mit dem Stachelhelm entfernt. Ah, okay. Ja, verstehe ich schon. Es wird dann interessant, wenn wir jetzt dann ins Spiel schauen, ob es da dann was... Ja gut, ich weiß ja nicht, da wo jetzt ich hingehe, da bin ich ja quasi noch nie gewesen, also ich kann da nicht den Unterschied zwischen vorher und nachher erkenne ich halt da nicht, aber ich weiß beim Glockenturm, was du meinst. Die haben mich ja zweimal über den Rand belassen. Dann sollten sie es einführen, statt es leichter zum Patchen. Ja, aber das verliert... Ja. Einerseits war es berechtigt, andererseits ist es dann halt aber auch kein Soulspiel mehr. So, weißt du schon. Aber, ja. Gut, ich meine, ich sage, mir juckt das weniger, weil ich spiele schon so lange Soulspiele, ich bin einfach einiges gewohnt mittlerweile. Also, ich hab da so ein dickes Feuer entwickelt und ganz ehrlich, wenn ich da mal eine Herausforderung habe, da wo ich wirklich mal ein wenig zum Beißen habe, dann fuchse ich mich da auch rein. Also wenn es pressiert, dann haue ich ja 3 oder 4 Stunden auf so einen Boss auf. Das ist mir dann völlig wurscht. So, ne? Aber okay, Leils, wir streamen halt wieder so wie immer etwa bis halb 3, 8 in etwa. Ne? Es ist unter der Woche, ihr wisst es eh. Wir werden am Mittwoch auch einen Stream machen für die es im Discord noch nicht gelesen haben. Am Mittwoch fahren wir allerdings schon am Vormittag an. Dann fangen wir um 10 Uhr an. Auch wieder mit Lords of the Fallen. Und dann haben wir auf alle Fälle 2 Streams in der Woche durch. Bei uns ist ja Mittwoch ein Feiertag.
Und wahrscheinlich, muss ich mal schauen, kann ich aber auch noch nicht hundertprozentig versprechen, werden wir am Sonntag am Nachmittag noch mal einen Stream machen. Je nachdem. Aber das kann ich erst am Ende der Woche sagen. So gegen Freitag ungefähr. Da muss ich erst schauen. Erstens, was auf der Baustelle jetzt dann alles los ist. Ich war ja bis vor einer halben Stunde auch auf der Baustelle. Und dann, ja, dann schauen wir mal. Aber Mittwoch ist soweit fein. Das passt. Aber jetzt kümmern wir uns mal ums Hier und Jetzt. Wir haben gestern 2 Bosse gemacht, 3 Bosse. 2 also einen richtigen Hauptboss vor dem Leuchtfeuer am Schluss, den wo ich auf dem 3. Versuch geschafft habe. Wobei ich halt nach wie vor der Meinung bin, es glaube ich war am Ende des Tages ein bisschen mehr Dusel wie Verstand, aber das gehört in den Soulspiel ab und zu auch mal dazu. Dann haben wir so einen kleinen Zwischenboss gemacht, der war eigentlich mehr, der war auf dem 3. Versuch hin. Da haben wir die ersten 2 Mal einfach ein bisschen Totschat angestellt. Und der erste Boss, der Fleischsammler, Fresser, Dingenskirchen, war auch auf dem 3. Versuch weg. Das waren allesamt eigentlich coole Bosse. Wir haben jetzt, glaube ich, bin mir nicht sicher, am Ende vom Sumpfgebiet. Ich denke. Und wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Ne? Schauen wir uns an. Ich bin so oft gestorben und habe mich über Steine aufgeregt, wo ich wegen den starken Gegnern keine Chance hatte oder mich blöd angestellt habe. Und jetzt sehe ich Leute, die da einfach durchrennen. Ja, das hängt auch weiter davon ab, wie gesagt, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu. Es ist nicht dabei. Wie oft hat man eine Situation, da wo du gerade so nach davor kommst und der Gegner fliegt halt gerade zufällig runter. Ne? Das passiert. Ne? Aber, mei. Muss man nehmen, wie es ist. Hilft eh nicht. Auf alle Fälle da die Vorschlag, dass wir mir langsam ins Spiel schauen. Es ist 5 Uhr. Da wir ein bisschen an Content machen. Was hält man denn davon? Glaubt, das ist eine Idee, oder? Meint ihr? Ich würde schon sagen. So, Lords of the Fallen. Schauen wir. Ja, gut, Update ist keins mehr, können wir seitdem. Werde ihm schon erinnert werden. Tyreus, du bist schon durch, glaube ich, oder? Hast du gesagt gerade. Mit Lords of the Fallen? Meine ich? Irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich glaube, dass das du gewesen bist. Bin mir aber jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich will nichts behaupten, was nicht stimmt, ne? Ah, klar. So, haben wir jetzt noch bei der Battle. Mach ich nicht. Ja, schaut gut aus. Perfekt. So, let's go. Genau so. Dwifey. Dwifey ist voll addicted. Sag ich schon. Dwifey wird unser nächster Soul-Spieler in der Community. Mark my words. Gut, tun habt ihr dann auch. Nein. Okay, ich spiel's weiter. Sam Crusoe. Genau so siege. Die Reise ist durch, okay. Schauen wir mal. So. Mich hat auch die Bonfire-Klatsche voll erwischt. Bonfire-Klatsche? So, Freunde. Wir haben ja gestern ja noch eine neue Rüstung gekauft, die von dem Boss. Ich weiß, wir schauen mal jetzt nicht so fashionmäßig aus. Ne? Normalerweise ist ja meine Devise mehr Fashion über Stats. Wenn allerdings die Stats fast doppelt so gut haben wie die wir haben, dann müssen wir ein Auge zudrücken. Ja? Wir haben ja jetzt ziemlich tanky mit der Rüstung. Ja? Also wir haben ja fast doppelt so viel physischen Widerstand wie vorher. Das nehmen wir uns natürlich mit. Wer bist du eigentlich? Die sage ich jetzt gerade zum ersten Mal. There's a point at which pride and purpose become self-destruction and delusion, friend. But if you insist on continuing to punish yourself, then I suggest you venture into the woods. Unnaturally frozen and home to terrors they may be, but they also contain one of the beacons to which you've dedicated yourself. And who knows what other treasures might be found there beneath the snow and ice. Mornstead may be little but a blood-soaked ruin at this point. The truth is that the rest of the world isn't far behind on the same path. Even without the help of those grotesque Rogar. Our world is more conflicted than ever, with men of all stations, nations, and creeds at odds. They need someone to unite them and lead them, before they all tear each other apart like dogs. Lehensschlüssel. Was haben wir denn da jetzt gekriegt? What's a Lehensschlüssel? Ein Schlüssel, der benötigt wird, um das Lehen von Kinrangr zu betreten. Aha, okay, was auch immer das ist.
Im New Game Plus gibt es noch ganz wenige Bonfire, da musst du mit den Setzlingen durch und jetzt haben sie das gepatcht, dass im New Game Plus 1 doch wieder etwas mehr Bonfire drin sind. Ist aber nur für zukünftige New Game Plus, wird in alten Spielständen nicht auch. Ah ja, okay. You look tired, friend. Haven't you already suffered enough? You look tired. Okay. Ja gut, wir haben ja irgendeinen Schlüssel gekriegt. Ich will jetzt nur noch mal schnell kurz zurückschauen, weil wir haben ja da gestern, da geht's im Schuljahr weiter, oder Schuljahr, also da geht's auf jeden Fall weiter. Ich will aber jetzt nur noch mal schnell ganz kurz ins Moor zurückschauen. Wir haben ja da gestern einen NPC entdeckt, der wo irgendwie versteinert ist und wir sollen dem irgendeine Ketten geben, keine Ahnung. Vielleicht hat das was mit dem Miniboss zu tun, den wir da gestern noch umgelegt haben. Das müssen wir uns jetzt anschauen, ob wir da wieder interagieren können. Da schauen wir jetzt einfach mal. Vielleicht hat sich da was da. Die sind ein wenig lästig. Das habe ich aber gestern schon bemerkt. So. Get this damn thing off me, and who doesn't appreciate having a favor? Ja gut, okay. Mit der kann ich jetzt aktuell noch nichts tun. Ja gut, okay. Dann hat sich das dabei einmal erledigt. Hoppala, falsche Richtung. Ja, danke dir, perfekt. Ja gut, okay. Dann gehen wir da weiter, wo wir gestern stehen bleiben haben, hätte ich gesagt. Ich werde es jetzt wahrscheinlich auch so machen, dass ich überwiegend Stärke skillen werde. Weil Ausdauer haben wir soweit eigentlich genügend. Und Gesundheit werde ich noch ein bisschen in Test skillen, weil wir werden ganz viel mit der Rüstung wettmachen können, mit der Tankiness. Aber das werden wir hinbringen. So, wir machen auf alle Fälle da weiter. Ah, dann schon wieder 12 Gegner. So. Warte, wie viele Handen da? Overall-Möpse. Panoptischer Ring. Was haben wir denn da? Erhöht Inferno- und Strahlenattribute. Ja, okay, das ist quasi einmal nichts für uns. Okay, ja gut. Müssen wir mal schauen. Warleck, da wird es wahrscheinlich auch wieder etliche Wege geben. Da ist ein Shortcut auf jeden Fall. Okay. Ja, da kommen wir. Was war jetzt das? Okay, da geht's auf alle Fälle oben. Billinger, hab ich dir, grüß dich, gut. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Steht aus deiner Scheiß. Okay, da geht's nicht durch, da werden wir nach oben irgendwie müssen. Okay, wir haben einen verbotenen Wald. Ich glaube, wir haben versehentlich in Hogwarts gelandet. Munitionsumhängetasche. Da ist wieder so ein Totem. Aha, okay. Im Reich der Toten kann man auf jeden Fall was entdecken.
Okay, das war mies. Aber wir haben es überlebt. Der war mies. Der war mies. Gebe ich zu. Ja gut, jetzt wenn wir schon da haben. Trio-Stein, Trio, okay. Willi, habe ich die Ehre. Alles fit bei dir. Jetzt wollen wir schauen, wo haben wir denn... Ah, da haben wir den. Jetzt pass auf. Oh, irgendwo... Oh, Flussbett, right? Aha, 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 aha. Tritt jetzt da einfach einmal das da um, weil warum nicht? Haben wir zumindest den Shortcut schon mit, siehst du es da? Die wird auf jeden Fall auch wieder recht weitläufig. Ah, das ist... Hä? Okay. Ah ja, passt schon soweit und selber. Bei mir ist alles fit soweit. Danke der Nachfrage. Schön, dass bei dir auch alles passt. Und schön, dass du einer schaust. Also jetzt wieder ein bisschen auf, weil warum nicht? Okay, lassen wir mal schauen. Da ist jetzt das Gitter weg, okay. Jetzt dann auch noch oben auf jeden Fall. Die Frage ist, wenn ich da oben gehe, komme ich dann noch mehr auf. Nicht leicht, so wie es ausschaut. Da ist ein die kann man mal oben schirmen. Okay, dann können wir auf jeden Fall wieder auf. Okay, ja passt. Jetzt gehen wir schnell ans Leichtfeuer. Ans Leichtfeuer und Laternen meine ich. Dann schauen wir uns da erst einmal in Ruhe in der Welt der Lebenden um. Mit den Shortcut oder die Brücke haben wir jetzt mal aufgemacht. Das schauen wir nicht schlecht für uns. Oh. Easy. Na gut. Ja, okay, die Mimik, sag ich jetzt einmal, die wo da vor dem Item gesessen ist, die war mies, die war gemein. She got me. Ein wenig lästig, die Kleinen. Gut. Ach, da können wir ja so gar nicht um, ey. Ah ja, da können wir ja so quasi gar nicht um, ey. Okay. Zauberte Foto und Überrest. Ach so, okay. Du kannst, der Loot verschwindet, wenn die frisst. Okay, aber wenn du sie entdeckst vorher, dann kannst du den Loot haben. Passt. Ja, gut zu wissen. Das war nämlich jetzt, da waren wir nämlich jetzt nicht sicher, ob der Loot dann, ob das nur ein Bait ist, dass da generell überhaupt gar kein Loot nicht liegt. Oder ob du den dann auch wieder, ob das auch wirklich ein Loot ist dann tatsächlich.
Ah, der geht jetzt da unten umeinander, okay. Schau, ein bisschen gruselig, das Gebiet, ne? Ja, sag ich da. Giftsalze, okay? Und das auf alle Fälle Lord da. Hi. Wir beide aus dem Leben gejietet. Da einmal die Leiter runter. Lol. Haut der ein Parasit. Dumme Sau. Ja, erst mal schauen, was da alles zum Sehen gibt. Jetzt haben wir auf alle Fälle auf der anderen Seite vom Ufer. Ah, Moment einmal. Da, wenn der schon wieder umeinander rennt. Was will ich nicht? Machen wir es gleich mal so. Schaut ja schon mal ganz gut aus. Ja, habt ihr schon gehört. Aber der Price. Staub des Feuerkultisten und Verbrennungssalz. Staub des Feuerkultisten. Alles fit bei dir? Okay, die skaliert auf Inferno. Haben wir nicht. Okay. Oh, lecker. Wo ist ein anderer hingerannt? Plus sein, oder was? Ist ja nichts mehr? Okay. Nice Brett. Heute ist ein wenig so ein neuer Tag, aber sonst passt schon. Wie geht's dir eigentlich? Oder was Stress gerade heute, oder wie, oder was? Bei mir soweit ist sie fit. Kann ich nicht klagen. Aha. Hüpfte. Oh, hi. Ja. Hier, jetzt war ich wieder bei oder was? C, fix nochmal. Hast du wirklich nichts herin? Cool, jetzt auch. Mike, Kavaliere und Highlander haben wir die. Grüß euch. 1 Spazi. Ja, 1-1 Spazi. 1-1 Mike auch anwesend. Sehr gut. I like. Jetzt pass auf, ich muss mir jetzt so schnell was ins Schnellinventar hauen. Ja. Wir haben Parasiten. Wir haben beide einen Parasiten. Das ist belastend.
Oder auch nicht. Okay. Immer im Duschwerk, bis gleich. Sigi, viel Spaß beim Duschen, das saugen wir nicht. Parasit hilft nichts, wenn man gewone-shottet wird. Easy. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wo wir eigentlich hin müssten. Da kommen wir aus dem Reich der Toten zurück. Das ist gut für uns oder interessant für uns. Aber wir schauen uns jetzt da einfach in Ruhe um, weil wir haben ja keinen Stress. Ja, dann da, was nächstes denn du überhaupt? Oh, Parasit ist hier. Oh, leck. Da war noch einer. Mike Highlander ist fit bei euch. Wie war Herr Doc? Ich hoffe, er war halbwegs angenehm. Wie viele Parasiten das da rumfliegen. Okay, das ist die andere Seite da drin. Von da haben wir quasi gekommen, weil da ist die Mauer. Stellt's Sepp. Ich sag jetzt. Der Dock passt, nach knapp 4 Stunden Arbeit war halt Feierabend. Das ist so zauberhaft, ja. Weiß ich nicht, was die ganzen Leute ausgeräumt haben. Was? Heimweg war ein bisschen lästig heute. Achso, weil wir wieder lauter Blinkgänger unterwegs oder was? Ach, da geht's zum Bossraum. Da waren wir quasi schon. Okay. Ah, lol, wir haben... Ach so, das ist das Gebiet, wo wir schon mal waren. Ja, okay. Da waren wir quasi schon. Da haben wir gestern gespielt. Wir haben von da hergekommen. Ja, genau. Da drüben war der Setzling. Okay, das können wir uns sparen, dass wir uns da umschauen. Da waren wir nämlich schon. Okay, ja gut. Ne? Muss mich halt auch ein bisschen orientieren. Das schaut wieder alles ein wenig ganz anders aus. Da urlig. Boah, immer du jetzt hergekommen bist. Okay. Ja, okay. Da haben wir quasi gekommen. Gut, dann werden wir uns da aber nochmal im Reich der Toten umschauen, tatsächlich. Ah, da ist wieder so eine Fledermaus. Oder was heißt Fledermaus? Wer rotzt bitte schon wieder mit irgendwo hoch? Gegner wo? Denken nicht. Überrest zusammen, das ist mal gut für. Ah, da ist er. Okay. So, schauen wir uns da nochmal in Ruhe um. Da liegt auf alle Fälle Loot. Glücksprobe, perfekt. Liegt der Zombie. Ja genau, und da waren wir auch gestern, weil da haben wir dann auf das Haus aufgegangen. Ja, okay, das können wir uns so sparen. Passt. Alles klar. Dann müssen wir da hinten weiter, wo wir den Shortcut aufgemacht haben.
Dann kaufen wir uns bei dem Händler, glaube ich, noch mal ein paar Feuersalze. Damit wir unser Feuer weiter verbessern können. Unsere Waffen weiter mit Feuer ausrüsten können, so würde ich sagen. So, jetzt müssen wir nur schauen, wo habt ihr denn die Leute aufgestellt? Irgendwo muss ich da wieder aufgekommen, oder? Let me see. Okay. Da ist die Lotte. Guti. Ah, da geht's noch auf. Ah. Oh, das ist eine Schatztruhe. Anhänger der Last. Was ist dies? Ein Anhänger aus mehreren Klauen und einem kleinen, moosbewachsenen Schädel verursacht mit jedem Statuseffekt, der einem Feind zugefügt wird, zusätzlichen Schaden. Okay, das ist quasi mit, wenn du einen Gegner verbrennst, vergiftest und so weiter und so fort, machst du mehr Damage. Okay. Alle wieder gelohnt, dass wir da aufgegangen haben. Da gibt's nichts. So, jetzt müssen wir nur schauen, ob ich wieder zurückfinde. Oh, das schaut sich am gut an. Ah, da hinten gibt es nichts. Ah, da können wir aus dem Reich der Ton, okay. Irgendwo in der Nähe. Ah, jetzt zieht mich auch rum. Ah, jetzt aber. Ah, der war mit. Da waren wir auch noch nicht. Kleines Delirium-Fragment, okay. Ja gut, perfekt. Dann müsste jetzt da dann weitergehen, right? Genau, weil da haben wir den Shortcut gemacht und da vorne ist die Statue. Und unser Händler, der wo mit uns mitreist, haben wir jetzt gestern erfahren quasi. So, schauen wir mal, hast du vorher Hello gesagt. again, friend. Hello again, friend. Das kostet da einer 250. Was haben wir momentan? 9000. Ja, komm, nehmen wir mal. 2 haben wir noch. Nehmen wir mal 8 mit. Passt ja schon. Dann werten wir einen Charakter noch auf, weil das geht sich dann perfekt aus. Stärke dies. So. Und dann sind wir, da war ja mal fein. Dann können wir weitergehen. Ich glaube, das passt immer noch so. Schauen wir mal, was jetzt für ein Gebiet auf uns wartet. Was? Wo? Ja, wer macht da Gaudi? Sagt es gleich. Karte von Fitzroys Schlucht. Oh, was war denn das? Okay, wir haben in Mittelerde gelandet. Da ist ein Sauron sein Turm und wir haben wahrscheinlich jetzt im Pfade der Toten. Holy shit, wie geil schaut denn das Spiel aus, bitte? Ich komme mir gerade, wenn ich jetzt so auf den Bildschirm schaue, komme mir vor, wie wenn ich gerade wirklich irgendwo im Grand Canyon stehe. Leck mich am Arsch, hey. Respekt an die Entwickler, ey. Holy shit.
Gefällt mir richtig gut. Kann ich rauslaufen? Nein. Kann ich wirklich nicht rauslaufen? Sitz. Das ist... man schon denkt, das ist leicht so komisch noch, aber es wird jetzt wahrscheinlich in die Luft fliegen. Okay. Okay, ich glaub der... Oh. Ich glaub, der hat keinen Schädel nimmer jetzt. Ja. Durchdringendes Licht. Okay, der Django hat einen Parasit. Bringt ihm aber nichts. Parasit wo? Wo hat der den Parasitenpicker gehabt, bitteschön? Ah, da ist wieder so eine Mottenfrau dahinter, wenn man ins Reich der Toten geht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der den Parasiten gehabt hat, aber... wahrscheinlich nur aussehen. Leck, schaut das geil aus. So richtig düster. So richtige Dark Souls Vibes macht das Spiel. Jetzt Reus Schlucht. Ja, okay. Ja, da geht's weiter, Obi. Nicht mehr Musch. Geil. Schaut richtig geil aus. Gut, jetzt müssen wir uns erst einmal orientieren, wo wir hin müssen, wann wir wo sein sollen. Ne? Da kann man einen Setzling machen. Brauchen wir jetzt aktuell nicht. Okay. Ist quasi einmal dumm. Da hinten wird gekämpft. Ja gut, die sollen sich mal gegenseitig massakrieren. Das ist fein für mich, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Ja, da muss ja dann früher oder später sowieso auch so eine Laterne kommen, weil du jetzt ein neuer Gebiet bist. Sitz. Oh. Mindere Feuersalze, perfekt, die nehme ich. Aber da kann man im Reich der Toten jetzt etwa entdecken. Gut, dass der meine Gaude nicht gehört. Okay. Heilige Salze. Da unten ist auch irgendeine so eine Art Festung. Na gut, wohin das jetzt weitergeht, das müssen wir halt jetzt erst einmal rausfinden, ne? Da hinten ist eine neue Gegnerart. Schaut aus, wie wenn der eine Armbrust hätte. Ja gut, okay. Keine Ahnung, wo wir hin sollen. Man kann jetzt theoretisch da umgehen. Dann kann man aber in die Richtung. Schwierig. Ich will jetzt auch noch nicht ins Reich der Toten gehen, weil ich nicht weiß, wo die nächste Laterne ist. Vielleicht werden wir da oben durch vorsichtshalber einen Setzling hin. Das war, glaube ich, keine schlechte Idee. Oh, Alter, ich war jetzt schon recht fürs Bett. Was? Mr. Price, jetzt ist es aber erst halb 6. Da hätten sie aber schon noch ein wenig Zeit. Ja? So ist es zwar nicht. Aber gut, ich kann es verstehen. Also müssen wir schauen, wo da der Setzling-Sepp hingehört. Irgendwo da schon hin müssen. Wo geht er hin? Kein dummes Mistviech. Jetzt hat's mir ins Reich der Toten zum die blöde Saudi. Das wirst jetzt gleich massivst bereuen, das garantiere ich.
der hat zu zweit. Okay, dann wird's ihn wahrscheinlich gleich massiv berühren. Au! Scheiß Pseudo-Gollum. Scheiß Moppenviech. Oh, großer Mana-Steinklumpen. So, kann ich jetzt da bitte den Setzling setzen? Ja, gut, selig. Wie weit bist du denn schon in dem Spiel? Das ist eine gute Frage. Ich kann das ehrlich gesagt nicht sagen. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich komme jetzt allmählich ins Midgame. So, werden wir uns jetzt da mal einen Setzling her, damit wir auf der sicheren Seite sind. Also, wir haben jetzt, glaube ich, also, meine Mission ist ja, dass ich die 5 Leuchtfeuer reinige und ich habe letzten Stream das erste gereinigt. Also ich kann es da jetzt wirklich nicht sagen, wie weit wir haben oder wie weit wir noch nicht haben. Werden wir auszufinden, da die fast sagen. Aber... Gut. Okay, entschieden, wir gehen erst so lang. Jetzt birgt's mir ein wenig. Mr. Price, Pro Gamer Tipp, nicht Healing. Wenn du jetzt hinlegst, war's das für dich. So, da warten wir jetzt einfach einmal ein bisschen ab, bis die alle gegenseitig angeschlacht haben, sagst du es da? Das ist nämlich gut für uns, weil wir greifen nämlich die Seelen ab. Ja, da gibt einen Pro Gamer Move, da. Wir sagen mal alles sei. Der schmackhaft. Ich hab ja keine Geduld für solche Games. Hab Dark Souls 3-mal probiert. Beim ersten Boss wird fast der Controller geflogen. Beim Tutorial-Boss meinst du jetzt? Jetzt schlafen wir gehen und um 3:30 in der Früh wach Wäschsammling. Dafür habe ich die. Es ist auch eine Möglichkeit, ja, tatsächlich. So, jetzt kämpft es einmal, dass ich da mal in Ruhe schauen kann. Was ist. Oh ja, okay, jetzt kämpft es zu mir, oder? Ja, nein, vielleicht. Oh, jetzt kämpft es zu dritt. Was hat's jetzt ist? Die 3 lustigen 4. Oh, legt ja noch wirklich zu viert. Gut, dass ihr Tunet hat, nahezu. Also die Rüstung hat sich wirklich jetzt schon rentiert, dass wir die angezogen haben. Wie denke ich mir jetzt an? Es ist schon nicht ohne. Alter, der stirbt ja fast durch einen Bolzen. Ja, bis dass du da bist. Da ist der. Ja, easy. Jetzt hätte mich schon wieder fast einer ins Reich der Toten geschoben. Nicht mit mir. Ja, der hat so komische dämonische Tentakel oder so bekommen. Kann gut sein, dass das nach der Tutorial war der erste Gegner, der den Boss... Ja, dann war es der Tutorial-Boss, Pro-Gamer Typ Fire. Du findest in dem Gebiet, bevor du zum Boss kommst, findest du 5 Brandbomben, glaube ich. Die rüstest in dein Schnellinventar aus und sobald er in seine zweite Phase kommt mit den schwarzen Tentakel, wirfst du mit Brandbomben voll, dann staggert der brutal, dann kriegst du einen Easy Down. Dark Souls 3 war aber tatsächlich eigentlich für Souls-Einsteiger gar nicht einmal so schlecht. Besser nur Elden Ring, aber Dark Souls 3 kann man eigentlich als Einsteiger ganz gut spielen. Oh. Ja, hi. Jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient. Hildegard von Bingen, Valdides K.O. Ich brauche jetzt gar nicht schauen und... _Euda.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ich brauche jetzt gar nicht nachschauen, wer das ist. Ich schau trotzdem gleich, keine Sorge. Aber der Feier wieder, ich tippe jetzt einfach mal das was. Schwar du, danke für dein Toni. Ah, du Drecksaus. Der hat jetzt 3 Parasiten, deswegen kriegt der keinen Damage nicht. Wie viele Parasiten haben der? Oder? Ah, gleich wird's leichter. Der heilt sie doch voll. Okay, und wie bricht man das? So einfach abwarten. Okay, das ist mies, der heilt sich einfach komplett voll. Okay. Das ist mies, der halt die Drecksau heilt sich einfach voll. Jetzt ist die Frage, wie umgeht man das? Schnell nur killen macht keinen Sinn. Wollen wir ihn vielleicht vergiften oder irgendwie so? Das war tatsächlich eine Möglichkeit. Ich bin schon kein Haar auf dem Kopf, sonst... Jetzt pass auf, jetzt müssen wir schnell... Moment. Müssen wir schnell ganz was anderes schauen. Der Feier oder noch mit Danke für deinen Fünfer. Hör dein Donaten auf. Das spart das Geld. Ne? Aber trotzdem danke. Und danke auch für die poetischen Worte. Vielen lieben Dank. So. Ich bin schon keine Haare auf dem Kopf, sonst da wir es noch ausrufen. Ja, das Thema haben wir gestern auch gehabt. Das ist am Ende des Tages, hört sich jetzt wirklich stumpf an, ne? Aber am Ende des Tages ist es eine reine Übungssache. Das ist alles reine Übungssache. Wahnsinn, wirst du den Schritt merken kannst. Unfassbar. Was für einen Schritt meinst du jetzt? Der braucht einen Bandwurmeinlauf bei so vielen Parasiten. Ja, ja. Aber ich glaube, dass das die Parasiten von denen Zipfel Adams da haben. Die eigentliche Frage, wo man jetzt einfach nur gerade stehen, Moment einmal, man kann man kann theoretisch probieren, dass wir den verbrennen. Weil wir haben ja doch recht häufig zu. Ah, das ist gut, wenn du auf den schießt, dann gehe ich da jetzt einfach mal durch, weil dann kriege ich meine Seelen nämlich wieder. Verstehst du immer? Ja, perfekt, danke dir, du Arschloch. Ja, und so. Bei uns. Kann ich mich eigentlich instant killen lassen, weil diese ungefähr der mit Abstand schlechteste Start ist für einen Bosskampf. Der war doomed. Der war ohnehin doomed. Wenn du am Start vom Bosskampf schon instant stirbst, ist es eigentlich... Ja. Das ist wie im ersten Dark Souls Boss. Ich weiß inzwischen schon 0, nix mehr von Elden Ring. Also das meinst du. Ja, mei, das sind halt, ne? Das bei den meisten Souls-Spielen, die wo ich gespielt habe ich sowas im Kopf. Dark Souls 3 habe ich ja relativ, wie oft habe ich das gespielt? 3-mal? 4-mal? 3-mal. 3-mal, glaube ich. Wo kommt's denn jetzt her? Ah, das ist kacke. Gerne mit weniger Heilung in einem Bosskampf, kannst du da vergessen.
Ich gehe nicht mit weniger Heilung in den Bosskampf. Also, mir als oben von dir sagen lassen, wo ich das mache und wo nicht. So wird bei alle anderen auch Maul halten und Schirm. Ja, okay, ist ja schon gut. Ich bin ja schon stark, okay? Und trotzdem danke. Ich weiß das zu schätzen. Vielen lieben Dank. So, jetzt warten wir aber wirklich ab. Bis nicht einmal der andere Vollidiot da hinten wieder mit seiner Drecksarmbrust anschießt. Na, du brauchst gar nicht auf mich schauen. Ich tue da nämlich gerade gar nichts. Noch nicht. Bleib hinstehen, ich schwör's dir bei Gott. Ja, okay, du willst es ja nicht anders. Ja, perfekt, dann hau ich gleich mit Schwert zu. Mein Gott, hey! Piss dich. Ist jetzt auch nicht so optimal. Ja, okay. Dumme Sau, du ehrlich. Alter. Wo ist das Fenster, wo ich ihn angreifen kann? Dann kostet der irgend so einen Scheiß. Alter, warum bist du so nervig? Okay, man kriegt ne. Stirb, du Arschkeibe! Geht doch. Panzerhandschuhe des blutroten Rektors und Ring der strahlenden, keine Ahnung was. Easy. Give me back my souls. So, was haben wir jetzt gekriegt? Irgendwelche Panzerhandschuhe? Die da, oder? Ah, die machen uns um einen Deutsch schwer. Verdammte Tat. Ja, okay, die halt noch offensichtlich auch. Ja gut, da müssen wir noch ein bisschen was, in, also quasi in, damit wir Ausrüstungsgewicht dran können. So. Das war aber ein Zwischenboss, das war kein großer Boss, nicht? Und jetzt da hinter mir den Loot mit. Verpiss dich. Ja. Gut, dass wir die tankige Rüstung haben. Oh, da ist eine Schatztruhe, das ist gut für uns. Aber wir haben noch einen Ring gekriegt. Moment, was haben wir noch gekriegt? Stehen da. Ring der strahlenden Schutzes erhöht den Widerstand gegen Zerschlagen. Ja, tolle Wurst. Perfekt. Was haben wir da drin? Blutgier. Was ist das? Ein neues Schwert? Das ist ein Kurzschwert. Okay. Bringt uns quasi nichts. Macht aber... Alter, das macht Blutung und Feuerschaden gleichzeitig. Holy shit. Aber gut, geht uns halt auch die Agilität und Inferno ab. Von der Skillung her. Aber okay. Aber das Schwert... Also auf den ersten Blick lässt sich das Schwert ziemlich OP. Halt mir mal Vorsicht selber, bis wir mal einen Ort der Gnade... Also Ort der Gnade wahrscheinlich. So ein Lampending finden. Die andere Richtung müssen wir uns ja auch noch umschauen. Muss ja dann auch noch irgendwie weiter. Da kann man einen Setzling machen. Da ist ein Aufzug.
Weiß nicht, ob ich das so gut finden soll, wenn wir da den Aufzug nehmen. Jetzt bin ich aber da bin ich jetzt gespannt, wo wir da rauskommen. Ja, das ist auf alle Fälle ein großer Aufzug. Himmelsrausbrücke. Wait, what? Standard-Deralium-Klumpen. Halt's Maul, das ist das erste Gebiet. Uah. Du scheiß Kapuzenkopf, du Drecker da, du Arsch. Alter, das Backtracking ist anders insane. In dem Gebiet war mein ersten Stream. Also von Lords of the Fallen, obviously, ne? Könnt ihr euch da noch erinnern an das Gebiet? Moment. Ich zeig's euch, damit's... Boah, leck ist das geiles Leveldesign. Bist du behindert oder was? Könnt ihr euch an den Stein noch erinnern? Da haben wir nämlich da aufgegangen, wisst ihr das noch? Nein, was... Ja, ich komm jetzt ist zwei Vollidioten, was möchtest du das eigentlich? Wenn ihr rosten möchtet, habt ihr Sendepause, damit ihr... Ja, okay, fuck off. Okay, Eng 2 ist, kriegt eine Sonderbehandlung, das garantiere ich. Ich kriege eine absolute Sonderbehandlung jetzt von mir. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt spawn, wahrscheinlich am letzten Setzling. Ah, ich spawn sogar da. Ha! Ihr Vollidioten, aber es kriegt trotzdem eine Sonderbehandlung. Was mir vor Eng nicht gefallen, das kannst du gleich löten. Schieß jeden über den Haufen, das interessiert mich nicht. Da gehst du her. Blechkopf. Du kannst auch gleich aufhören, da. Oh, Ruhe ist. Aber okay. Ich war ja friedlich gewesen, ne? Aber sie wollten es ja nicht anders. Wow, leck, aber ohne Scheiß, das ist einfach Level-Design und at its best. Sowas, ich liebe sowas, wenn man Level oder Spiele so designt, dass die Level ineinander wieder einen Zyklus machen. Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Finde ich richtig, richtig cool gemacht. Ja, das find's lustig, gell? Richtig stark, gefällt mir. Gut, das heißt aber auch zwangsweise, dass auf der anderen Seite dann, wo wir vorher geschaut haben, wo es dann Richtung, also am Berg oben zu quasi, geht's dann weiter, mehr oder weniger. Gefällt mir. Ja, das Spiel schafft's bisher jedes Mal mich irgendwie zu begeistern. Auf eine neue Art und Weise. Und das ist gut so. So, ja, natürlich, jetzt sind die natürlich wieder alle lebendig, aber das macht jetzt nichts. Weil Stiche von hinten oder Pfeile von hinten. Wie, der kriegt keinen Schaden. Ah, Moment, aber weil du. Ja, logisch, der war da. Aber die haben jetzt da alle weg. Hey, warum hat jetzt der keinen Schaden gekriegt? Hat der Metallplatten im Bugel drin oder was? Dann geht er retour. Genau, mach du mal Holz, das ist gut. Im Winter wird's bestimmt frisch. Okay.
Retro, habe der Mahlzeit, Schweinsbeich. Was? Schweinsbeich? Ich verstehe nicht, was du sagen möchtest damit, aber habe der, schön, dass du bist. Und Piller habe der, grüß dich gut. So. Der wir da auch noch mal rosten, damit wir rosten und der wir da mal unseren Charakter aufwerten, weil mehr Stärke, mehr gut. Ah, Moment einmal, Schmarrn. Machen wir jetzt tatsächlich nicht. Wir erhöhen unsere Gesundheit. Du Dreckskäder! Sitz! Ja, was werde ich jetzt gerost haben? Sagt man halt so in der Region? Kommst du aus Bayern? Oder also rein vom Schreim her kommst du auf alle Fälle aus Bayern. Oder aus Österreich, eins von beiden. Wieder eine Stunde verpasst? Ja, ein Boss, mehr oder weniger. Du kommst aber fast pünktlich zum Neuergebiet. Fitzroys Schlucht. Österreich, sehr gut. Mehr Österreicher haben mehr gut. Hashtag Lieblingsnachbarn. Schön, dass du bist. Freut mich. Was du denn gesagt? Wir gehen aber jetzt so ins Reich der Toten, weil da kann man nämlich interagieren und das machen wir jetzt schnell geschwind. Dumb coward! Come now. You're half dead already. If anything, I'm merely helping you to your well-earned rest. Ungünstiges Timing! Sei auf die stille Treppe. No ambition. Just so desperate to be ruled. Well, despite what so many think, we have never needed gods to guide humanity. Only the right man for the task. Who are you? The future you won't live to see. Okay, yeet the child. Die verstehe ich wenigstens. Das ist gut. Das ist gut so. Ja gut, wir haben ja fast die gleiche Sprache, ne? Muss man fairerweise auch dazu sagen. Wir haben ja fast die gleiche Sprache. Ich finde es so krass, dass hier im Dialekt gesprochen wird, beziehungsweise auch geschrieben. Ja. Bayerische Mundart. Aber es ist eigentlich noch mehr faszinierender, dass Leute, die wo nicht aus Bayern kommen, hängen bleiben. Das ist eigentlich das, was mich nach wie vor fasziniert. Also, es freut mich natürlich. So ist es nicht. Weil die Preise tust du so schwer. Aber ja. Bei uns gibt's alles. Wir haben nicht authentisch. Das durchaus, ja. Also, ich glaube, dass das Dialekt als quasi Mundart-Stream kommt schon authentisch rüber, glaube ich. Ne? Weil es halt einfach auch mal was anderes ist. Machen jetzt nicht allzu viele. Also vermute mal. Weil du so ein chilliger Erklärbär bist. Ja, bei dem Spiel jetzt nicht, aber ich verstehe. I know what you mean, ne? Mr. Price. Okay, der schießt mit Feuerbolzen. Und das ist schon wieder nicht so gut. So, wie kriege ich jetzt die da hinten, ohne dass du da von der Klippen schießt? Ja, vor allem da hinten rotzt noch ein anderer umeinander. Jetzt pass auf, wie kriegen wir die jetzt da? Können wir das irgendwie regeln? Jetzt schauen wir mal, da ums Eck steht garantiert eigentlich so ein Mistviech. Da sitzt auf alle Fälle einer mit einem Hackebeil. Okay. Mundart kommt an der Space aber nicht im Negativen, sondern ganz im Gegenteil. Ja, wie gesagt, es gibt noch nicht allzu viele Leute, die wo Mundart machen. Also in unserer Bubble tatsächlich gibt es jetzt einige. Aber so generell auf ganz Twitch bezogen gibt es nicht viele, die einen Dialektstream machen, tatsächlich. Ja, ich finde halt, Dialekt ist Kultur, kann man ruhig teilen. Und warum sollte ich Hochdeutsch reden, wenn es nicht meine Muttersprache ist? Verstehe ich nicht. Ne? Also es ist jetzt natürlich kein Wink mit dem Zaunfall an alle, die wo Hochdeutsch reden oder halt jetzt nicht in einer Muttersprache im Dialekt sprechen, das ist überhaupt kein Thema nicht. Aber ich darf mich halt nicht wohlfühlen dabei, wenn ihr jetzt Hochdeutsch reden müsst im Stream. Also, beziehungsweise, das habe ich schon mal gehabt und das war nicht so gut. Ne? Ich verstehe es, also passt das. Bin im Grunde Sachse. Ah, wurscht, nehmen wir. Nur weil ich Bayerisch sprich und unsere Community überwiegend aus Österreichern und bayerischen Zuschauern besteht, heißt das nicht, dass Menschen außerhalb dieser Region bei uns nicht willkommen sind. Bei uns darf jeder dabei sein, jeder Mitmacher, jeder zuschauen und weiß das wie es ist, solange er sich nicht aufführt wie Klingone, so auf die Art.
Ja, Wuffi, was ist jetzt mit dir? Du hast ein wenig 2 Chili erwischt, meine, hä? Für die Gegner! Was ist nein? Der haut mit der Armbrust zu, hä? What the hell? Ja, noch nie gesehen. Ja, weil es Schisser sind, weil sie Angst haben, dass keine Zuschauer bekommen, weil es der Deutsche nicht versteht. Die Angst habe ich tatsächlich eigentlich nie wirklich gehabt. Oder die Bedenken. Ich hab mir einfach gedacht, wenn es gefällt, der bleibt der. Und wenn wer mich nicht versteht, der geht halt wieder. So, auf die Art, ne? Also im Endeffekt machst du keinen Verlust nicht so, auf die Art. Gegenteil. Ich glaube, dass ich mehr von meinem Dialekt profitiert habe, als wir nicht. Und es hat sich ja bewiesen, nicht nur bei mir, aber bei meinen Streamer-Kollegen, du hast keinen Nachteil. Das sind so viele Leute da, die nicht in Bayern ansässig sind und die schauen halt trotzdem zu. Solange er nicht schlimmer ist als der Seite, du bist halt einfach nur geschubst, das ist alles. Okay. Sollten sie sich noch viel mehr drüber trauen? Ja, mei. Wie gesagt, ich bereue es nicht. Wie das andere sein kann. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass man da was reichter Ton umgekehrt kann. Ich hasse das so stark, wenn mir jeder so ein Drecksviech, so ein Pseudo-Volumen da einfach jetzt umzieht. Das ist so reinig. Aber das Einzige, was ich mich jetzt frage, wo ist jetzt da mehr okay, da meine ich eine Laterne, oder? Ist da eine Laterne? Nein, da ist keine Laterne. Hey, lol, wo ist da eine Laterne? Mache ich Meldung, ist auch doch keine Terms of Service. Ja, es war bisher noch nie so richtig, also bei mir zumindest noch nie so richtig unter der Gürtellinie. Ring der strahlenden Überlegenheit, was ist denn das schon wieder? Moment einmal, da hinten luert schon wieder Gegner auf mich, das gefällt mir nicht. Ring der strahlenden Überlegenheit. Ich kann nicht einmal in Ruhe lesen, der hat mir jetzt noch hätte. Fix läden. Ja, das hat super Hinbruch, das für Blindgänger. So, der wird jetzt. Was haben wir jetzt gerade? Ring der strahlenden Überlegenheit. Ein Ring, der mit dem Blut seines früheren Trägers befleckt ist, wirkt Strahlenzauber mit anderen Katalysten. Ah ja, okay, ja. Also es ist wieder kein Ring für uns, weil der ist für Zauberer. Also alles, was mit Strahlen und Inferno zu tun hat, ist in dem Spiel Pyromantie bzw. Zauber. Spielen wir nicht, wir spielen ein reiner Stärkebild, der wo drauf ausgelegt ist, Damage zu machen und zu tanken. Ne? In weitesten Sinne bringen wir ja sogar einen Britenbayerisch bei. Ja, haben wir auch schon alles gehabt. Wir haben da erinnern an nichts gehabt, was es nicht gibt. Ne? Gut, ich meine, wenn dann halt natürlich, das ist auch schon vorgekommen, wenn dann natürlich Spanier einer kommen oder Franzosen, dann wird es wirklich schwierig. Weil die Sprache kann ich halt absolut nicht. Mit Englisch kann man noch so ein kleines bisschen helfen und das ist auch nicht wirklich gut. Aber für meinen Bedarf reicht's. Ne? Aber ja, im Grunde genommen, wir haben bisher, alle die bisher bei uns da hängen geblieben haben, die haben wir irgendwie überzeugt. Gott sei Dank. Ritzroys Schwert. Aha, was bist jetzt du? Wo ich auf jeden Fall nicht dran, weil mir die Agilität angeht. Oder unsere Waffen so ohnehin stärker. Okay. Ich hab's mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. In Zukunft, wenn ich da irgendwo so ein Drecksludling sehe, dann werde ich vorsorglich meine Lampen aktivieren. Ich hab's geahnt, dass das jetzt so Falle ist. Okay. Muss man mit sie nochmal einstellen? Irgendwo hat mein Windows-Update vom Sound umgestellt. Oh oh! Mr. Seitsching, das hatte ich auch schon und dann hat es meine Soundkarten geschossen. Also ich wünsche es dir natürlich nicht, aber... Ne? Man hätte mir da einen Setzling machen können, oder? Oder habe ich mich da täuscht? Da habe ich mich täuscht. Fuck. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, ja. Ich drück den Daumen.
ist jetzt gerade ein bisschen suboptimal, sag ich dir, wie es ist. Was war denn jetzt das? Wo kommst du jetzt her? Holy shit. Okay. Wo geht's oben zu? Oh, perfekt, da gehen wir aus dem rechten Totenhaus. Okay. Bin mir halt jetzt nicht sicher, wenn ich da oben kraxelt, ob ich dann wieder raufkomme. Ah, das ist die andere Plattform. Das ist die andere Plattform. Okay. Genau, wir haben da drin aufgegangen. Glaube ich. Oder auch nicht. Nein, haben wir nicht. Okay. Hey, sie. Der andere springt auch einfach, ja, perfekt. Leck, wo kommst du jetzt her? Ah ja, ich stirb, wenn ich da oben falle, aber der nicht. Perfekt. Das ist schon wieder gelaufen wie ein Länderspiel jetzt. Okay, ich hab keinen blassen Dunst, wo wir mir hin sollen. War auf jeden Fall nicht oben. Ich mag nicht im Reich der Toten sein, das gefällt mir nicht. Okay, keine Ahnung. Ich hab grad keine Ahnung, wo ich hin muss. Jetzt pass auf. Irgendwo muss doch da mal eine Laterne sein, das gibt's ja nicht. Du musst ja irgendwann einmal auf eine Laterne hinkommen. Wo eigentlich nicht sein. Oh, mit Olam, vielleicht haben wir da mehr Glück. Oh, da ist wieder ein NPC. 5% Lautstärke viel besser aus auf 60. How do? Name's Justin. Ja, was? Hey, look at that. You're a lampy like me. Du bist ja ein Zwerg. Not gonna hurt us now we got these, eh? Wait till Melchior sees me next. I'll chop my own head off and come back and he won't believe his eyes. Wer ist das? Melchior? He's my brother. He's a famous knight. He's fought dragons and giants and evil wizards and all sorts. Those spiky baddies only got the drop on us because they cheated. I fell down and got knocked on the head, and when I woke up, Melchior were gone. And he'd never leave me. They took him. Not to worry. I'll get him back and be a hero just like him. Melchior, okay. Well, I best be off soon. So long, Lampy. Okay, der ist mir ein wenig komisch. Ich weiß nicht, der will seinen Bruder umbringen. Keine Ahnung. Aber man da jetzt einen Setzling oder was? Ja, Gott selig. Das ist gut. Das war nötig, dass wir da einen Setzling her dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo da mal Lampen ist, keine Ahnung. So, jetzt gehen wir nochmal auf Vita.
Damit wir ein bisschen mehr Gewicht tragen können, tatsächlich. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen die Handschuhe tragen können. Ah, die gehen nicht. Aber die gehen. Perfekt. Haben wir wieder ein bisschen tankier geworden. So, und jetzt können wir uns auf der rechten Seite nur noch mal in Ruhe umschauen. Das weiß jetzt natürlich, wenn wir da nicht mehr drüber können, gell? Ob so das gefällt, dass es da nämlich noch was gibt. Ja, warte mal. Ja, ein wenig diplomatischer mal, oder? Ja, du wärst doch kein Affe gemacht, du schon. Du bist aber auch genauso schnell wieder da oben. Kommt der Name? Ach, du bist da festgelutscht. Schade eigentlich. Okay. Hi. Leck, irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war... Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danken, dass du jetzt so gefallen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Okay. Ich sage, wir haben insgeheim in Hogwarts gelandet. Aua! Ah, von da haben wir keinen, okay. Das war der tägliche geschubste, ne? Das war der tägliche geschubste Moment. Jetzt triggert der andere da hinten natürlich, ne? Das sind, glaube ich, die beide. Zum rechts. Ja, ist ja schon gut. Ich weiß, dass der warm ist. Aber Laufen macht es halt auch nicht besser. Und das ist ein Motten. Nur vorsichtshalber. Nur vorsichtshalber. Nicht, dass da wieder so ein Mistviech ist, das wo man dann wieder irgendwie reinsaugt. Da muss man ein bisschen vorbeugen. Eben der Kraftschädel. Da geht's außer. Okay, von da haben wir nicht. Ist ein Lorter. Okay. Ah, und da geht's über die Brücke über. Ja, da geht's dann um. Okay, da schauen wir dann nachher nach. Gehen wir erst einmal da hin, wo der andere gewesen ist. Kann natürlich sein, dass das Gebiet jetzt auch wieder in Early und Endgame unterteilt ist. Jetzt kriegen wir wieder einen Überrest zusammen, die sind wichtig, damit wir jederzeit so ein Settling machen können. Wenn wir nämlich keine Überreste zusammen mehr haben, dann können wir so Zwischenspeicherpunkte nämlich nicht machen. So wie wir vorher gemacht haben und den haben wir dringend braucht.
So, und dann können wir ja da aus dem Reich der Toten jetzt rausgehen. Dann brauchen wir nämlich nicht zwangsweise uns an die Lampen gehen. Gut. Muss man so taktisch spielen, ne? Okay. Kommen wir da wieder rein? Ja, wie jetzt? Ist wie verarschen, oder was? Ja, muss im Reich der Toten sein. Gut, schauen wir mal, was da eine Rundenphase ist. Ich traue der ganzen Geschichte nicht mehr. Gebrochene Runentafel. Was ist das? Eine uralt, nicht zerbrochene Runenschmiedetafel. Der Hersteller war zwar nicht... Ah, warte mal, die müssen wir der Schmiedin bringen. Die sucht doch die Runentafeln. Ah, okay. Ja gut, ich glaube, das ist ein Bossareal da unten, oder was? Das ist eigentlich zu klar für ein Bossareal. Das Problem ist, wenn ich da oben falle, komme ich auf jeden Fall nicht mehr zurück. Außer... Ja gut, wir haben da oben einen Setzling, wir können eigentlich nichts verlieren. Okay. Ach, du kommst von... Ah, okay, gut, ja. Dann gehen wir da weiter. Die führen beide Wege, führen eigentlich da oben. Okay, alles klar. Aber für was ist dann das? Da muss ja dann auch irgendwo noch rauskommen. Naja, schauen wir halt mal. Also bevor ich da umgehe, gehen wir erstmal da her. Ja. Warum habe ich jetzt gerade in dem Moment ein ganz ungutes Gefühl? Das ist jetzt so ein Stein. Da kann er jetzt nicht wirklich sagen, kommt da ein Boss oder kommt da keiner. Das ist jetzt so eine Entweder-oder-Geschichte. Die Brücke ist zwar lang, also groß im Sinne von lang, aber sie ist schmal. Und dahinter liegt Blut. Bin ich mir jetzt da nicht ganz so sicher, was da Phase ist. Oh Gott, werden wir herausfinden. Vernichter. Boah, leck, was ist denn das? Okay. Boah, leck, mir machen wir dem überhaupt keinen Schaden. Ja, okay, geht. Ach, der wird von dem geschützt, oder was? Voll. Okay, der kann... Der Mann wird richtig zack.
Boah, leck, was ist denn das für ein Boss? Der hält verdammt weit aus. Okay. Muss ich außerfinden, wie man da am besten vorgeht. Jetzt schaue ich mal schnell kurz zurück nach Himmelsrast und gebe der Schmiedin einmal die Chiffriertoffe und vielleicht können wir unsere Waffen aufwerten. Müssen wir mal schauen. Aber der macht ja richtig bösen Damage. Selfish and avaricious as Gerlinda is, Traveler, she is indeed skilled. And it's no small feat to smith magic-infused manacles such as the one she used to bind me to her when she found me, weakened and injured. I watched the cataclysmic death of a universe, and came as close to my own death as I ever have in all my eons, only to then find myself once again in this world. Now, a slave. I have traveled to countless realities and borne witness to wonders beyond measure. And yet, eventually, time numbed me to all of it. I had cast off my mortal form long ago with no regret, but I was a fool to discard my humanity. I see that now. With my renewed appreciation for life, for experience, for freedom, is only made more bitter regret by my current enslavement. I only desire to be free once more, to... Oh, boo-hoo, woe is me. Get back to work while Gerlinda still has use for you. Dankeschön. Ich wollte schon so Rune einsetzen. Was ist jetzt das? Ich besitze keine Rune, die in diesem Slot... okay. Das ist neu. Okay, kann es auf alle Fälle aufwerten. Moment, damit mir geht Kraft ab. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Haben wir ein paar Schädel gefunden. Okay, das wird wahrscheinlich aber auch nicht gelangen. Okay, das gelangt keinen Meter nicht. Okay, ich kann auf alle Fälle meine Waffen aufwerten. Dann muss ich nicht kurz die eine oder andere Seele farmen. Haben wir gleich. Glockenturm. Okay, aber der Boss, der ist, glaube ich, gar nicht ohne, weil der macht einen Haufen Flächenschaden. Und der macht generell guten Schaden. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, da kann man gut Seelen farmen, wenn man mal schnell kurz spontan was braucht. Ganz 2000? Ja, perfekt. So geht's am Schnellern. Dann werten wir unsere Waffen noch mal eins auf. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen einen Damage Boost. Okay, das geht sogar noch mehr. Da brauchen wir aber jetzt 2500 noch mehr. Kann man aber noch mehr leisten. Dann kann man die Waffen auf plus 6 bringen. Und wir haben ja jetzt schon eine Stärke-Skalierung mit B. Das ist eigentlich richtig gut. Das heißt, unsere Waffen wird allmählich schon stark, sage ich jetzt einmal. Das meine, die Zeit nehmen wir uns noch schnell, Freunde der Sonne, bevor wir den Boss noch mehr machen. Also nur, falls es okay ist. Aber ich gehe mal davon aus.
Okay, wir machen auf alle Fälle schon mal merklich mehr Schaden. Das ist gut für uns. Der Farming Fingerhut ist das. Jetzt weiß ich es. Ja, man muss in Soul-Spielen manchmal auch wissen, wo man steht, ne? Für schnelle Seelen, weißt du schon, wenn du mal was kaufen musst. Oder gerade fürs Aufwerten. Bertjax, was ist das? Bertjax. Waffenfunktion erhöht den physischen Schaden, reduziert die Skalierung des Agilität-Attributs. Ist das... Ach so, ist das so eine Rune oder was? Ach, können die jetzt droppen, weil, seitdem ich das Birkel abgegeben habe, oder wie? Da müssen wir jetzt gleich mal zum Schmied schauen. Dann brauchen wir noch einmal, dann haben wir 2,5 beieinander und dann können wir die Waffen noch einmal um eine Stufen weiterbringen. Das ist ziemlich gut für uns. Macht unsere Waffen noch mehr Schaden. Okay. Das wird jetzt eigentlich nicht mehr, aber okay. Ist fein. Gut. Dann haben wir schon Waffen auf plus 6. Mich darf mal interessieren, wie hoch so eine Waffen maximal geht. 10, schätze ich mal. Schätze mal, Waffen geht auf plus 10. So. Aufwerten. Auf plus 6. Ja, nice. So, eine Rune einsetzen. Und die Waffen. Achso, so eine habe ich jetzt. Also, ich habe zwar Rune gefunden, aber die passt da nicht quasi. So, 3 kann die. Oh, auch nicht. Okay. Ja, gut. Ja, okay, dann werden wir, dann müssen wir, dann sollen wir quasi, dann sollen wir den Boss quasi probieren, oder? Weil, ja, gut, was wir jetzt natürlich für Möglichkeit hätten, ist, dass wir, wenn wir an den Boss noch nicht weiterkommen, weil der hält schon verdammt viel aus. Dann können wir theoretisch da weitermachen, weil da haben wir ja noch einen Pfad offen, da wo ich letztes Mal noch nicht weitergehen habe können, weil die Gegner noch zu stark waren. Das war natürlich auch noch eine Option, aber wir probieren es jetzt natürlich nochmal bei der Brücke das eine oder andere Mal. Das stellt man dann relativ schnell fest, ob man da wirklich schon weitergehen sollen oder nicht. Aber so aktuell auf den ersten Blick wirkt der Boss schon noch stark. Okay, schauen wir mal. Die Seelen da drin, die ignoriert, so weil das wand nicht so viel. Na gut. Boah, leck! Wo habt ihr den Damage-Unterschied jetzt gesehen? Alter, wir machen jetzt 3-mal so viel Schaden wie vorher. Alter, holy shit, was hat denn das bitte gebracht? Das ist ja geistesgestört.
Boah, leg, der war nicht, den hab ich nicht können sehen. Easy, bitch! Boah, leck, was bringen denn bitte Waffenaufwertungen in dem Spiel? Das ist ja geistesgestört. Alter, wir haben unsere Waffen um 2 weiterentwickelt und wir haben ungefähr, keine Ahnung, 3-mal so viel Schaden gemacht wie vorher. Aber auf alle Fälle haben wir coolen Stuff gekriegt. Schauen wir uns gleich an. Da ist er auch. Da müssen wir auf alle Fälle die Leichen finden, die wo da dran hängen irgendwo. Und gut zu Fuß habe ich die kriegst du gut. OP-Buttermesser, ja, das ist ein OP-Buttermesser, definitiv. Da ist eine davon. Ah, das hat schon gereicht, okay. Da hinten ist nochmal eins, da können wir da hin. Okay, ich mach da einen Sitzling her. Irgendwo da hat man einen Sitzling machen können, oder? Ah, da dahinter. Wir haben ja eh 3. Da will ich jetzt nichts riskieren, so gängig wie es ist. Leck mich am Arsch. Also mit dem habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Okay. Aber war cool, vom Design her war es ein geiler Boss auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal, wir haben was gekriegt. Wir haben die Axt gekriegt von ihm, die da. Das war eine Stärkewaffen, sozusagen. Können wir aber nicht spielen, weil uns 20, wir brauchen mal 20 Inferno, damit wir den nutzen könnten. Was sagt ihr das? Mehr Waffenbuffen. Ja, du musst aber auch dem. Das, da haben wir. Grobe Mangelaxt. Okay, nein, die was. Du musst aber auch erst einmal die Aufwertungsmaterialien finden. Ne? Also ich kann jetzt die Waffen nicht einfach so dermaßen aufballern, weil wir die Materialien abgehen. Ne? Und wir haben noch was gefunden. Warte mal. Ich glaube, ein Helm. Den da, oder? Helm des Vernichters. Der darf uns mehr. Der darf uns schon mehr physischen Stuff geben. Aber der macht uns auch. Oh, leck, Alter. Der darf ja richtig geil ausschauen. Warte mal, können wir da irgendwo was einsparen? Easy. Alter, ich schau einfach fucking aus wie Sauron. Also, mal abgesehen von der Brustrüstung, ne? Aber. Gefällt mir. Richtig geil. Rüstungsdesign auch on point in dem Spiel. So, dann gehen wir da nochmal ins Reich der Toten. Dann schauen wir da unten hin. Ziehen wir uns mal da um. Ist.
So, ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Okay, da können wir aus dem rechten Ton aus. Das ist gut für uns. Dann können wir jetzt da garantiert die Leute oben lassen, oder? Wäre sein? Ja, okay. Das wird dann auf alle Fälle merken, dass da hinten auch noch weitergeht, aber schauen wir da noch mal. Ich weiß, das Ding ist, ich muss mich rantasten und schauen, wo wir weiter müssen. Aber der Hund kommt ja jetzt schneller rum, oder? Auf Sitz. Da jetzt so richtig geil, ich weiß nicht, wie es eng geht, aber bei so Gebirgen, wie da jetzt zum Beispiel, oder da oben die zwei Felsen, das da jetzt so heftig kicken, oder wenn da über den Gipfel da, wo jetzt, ne, der wo jetzt da in der Mitte ist, das da so heftig reinkicken, wenn jetzt auf einmal so ein fetter Drache da rumfliegen wird. Ich meine, jetzt zwar dann einen Bär in der Hose, weil ich wüsste, genau den Drachen werde ich bekämpfen müssen, aber das da gerade so richtig geil ins Bein lassen. Alter, wir haben einfach in Minas Morgul, ohne Scheiß. Ohne Witz, irgendwann nachher der Ringespiel mit der Grafik, das war so geistesgestört. Ja, okay, lauf bei dir. Relos. Das ist wieder so eine Rune quasi. Mies. Da ist eine Laterne. Überreste des betrogenen Eliad. Gut für uns. Oh. Ist das Bossareal? Kann man zwar jetzt nicht so wirklich vorstellen, aber es war ja möglich. Okay. Ja, schauen wir mal noch mal da hinten weiter. Da haben wir auf alle Fälle jetzt einmal eine Laterne, das ist gut für uns. Da können wir jederzeit wieder her. Da können wir schon wieder aufwerten. Holy shit. Jetzt ist halt die Frage, was für einer. Der zuletzt. Was hat der da gewesen sein? Hoffe jetzt einmal. Ja, ist der da. Geil. Ja, ja, so Bock auf das Spiel, ohne Witz. Okay, scheinbar war mein Chat gerade disconnected. Also ich weiß jetzt. Moment einmal. Schnell schauen. Back Twitch wieder rum. Okay, na, passt. Okay, alles gut. Alles gut. Check 1, 2 passt. Geht. Rierstein und unreife Beeren. Okay. GSC hupst. Ja, funktioniert, passt. Sehr gut. Beschwerte Bolzen. Die legen wir uns auf Y. Ah, da singt wieder irgendwas. Das gefällt mir, glaube ich, nicht. Ja, der andere schießt schon wieder von da hinten umeinander. Okay. Ich mach mal schnell einen Rückzugang, einen taktischen. Hier Pummeluff-Songs einfügen. Erst selber vorsingen.
Okay, im Gegenzug halten aber die auch der Finify aus. Was mir jetzt gerade so einfällt, ich habe immer noch nichts gefunden, wie ich meine Laterne mal upgraden kann. Okay. Ah, da kann ich aus dem Reich der Toten, okay. Wo liegt diese Sensenbahn? Hilfe. Okay, das ist ein Bossareal. Das ist ein Bossareal. Das ist ziemlich groß. Das ist ziemlich groß. Mhm. Der schreckt mich. Setzt mich fast gut. Okay. Aber da kann ich auch nirgendwo irgendwie kurz einen Setzling machen. Weil ich habe nur 649 Seelen. Das ist eigentlich jetzt völlig fein, wenn ich da stirb. Stell mir ja mal einen sauberen hier am Boss meinst. Ja, dass ich voll ab da. Ja, eigentlich habe ich nichts zum Verlieren. Ja. Es darf mir wundern, wenn das kein Bossareal ist. Der Lichtschnitter. Boah, leck, wie war das mit Drache? Moment mal, das ist doch der Tutorial-Boss. Alter, der schaut ja krass aus. Wie, der kriegt keinen Schaden. Da war gar keine Ruhe. Alter, was? Der kommt da heute ins Sinn. Okay, der meine. Ja, okay, der ist stark. Der ist sauber stark. Ich glaube, den sollte man noch nicht machen. Ja, der ist stark. Und sagt, sie macht fast keinen Schaden und der zwickt mich halt einfach komplett. Und den haben wir ja in der Cutscene gesehen. Ich glaube, dass das eigentlich einer von den Hauptbossen sein wird. Ich will mal drüber reden, dass die musikalische Untermalung trotz allem brutal ist.
Disappointing. Ja, okay, du bist halt auch ungefähr 3-mal so stark wie ich. Ja, okay, den können wir noch nicht machen. Der ist stark. Merke ich sofort. Der ist noch 2 Nummern zu stark. Den brauchen wir gar nicht versuchen. Dann geht's auf der anderen Seite weiter. Also so viel Erfahrungen sozusagen Spiele habe ich, dass ich weiß, dass wir den jetzt noch nicht machen können. Der ist eine gewaltige Nummer zu stark. Das heißt, wir gehen da weiter. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Schaden kriegen. Dann ist der machbar. Aber die 641 Seelen, auf die ist geschissen. Ich sag ja, Mann, ich hab jetzt eigentlich... Dass wir einmal die Büsche richtig haben. Ich sag ja, Mann, deswegen, wir haben jetzt nichts zum Verlieren gehabt. Wenn da jetzt kein Boss gekommen war, okay, war fein gewesen, aber wie gesagt, der ist jetzt aktuell, haben wir dem nicht gewachsen. Infernale Waffe. Was ist das? Stoßt eure Waffe in die Erde und entfacht ein Feuer. Okay, das ist eine Feuerverzauberung, die können wir aber noch nicht machen. Oder können wir nicht machen, weil uns Inferno 18 abgeht. Oh, wer bist denn jetzt noch an du? Hi? Blutritual. Was ist denn das? Also das ist wieder so ein Mehrspieler-Ding, okay. Wohl der Nachfahre vom Hexenkönig von Angmar. Das ist nicht die erste Begegnung mit dem Viech. Wir haben den bereits im Tutorial zu Gesicht gekriegt. Der war in der Intro-Cut-Szene zu sehen. Also ich vermute mal, dass der... Verkohlte Finger. Ah ja. Ja, wie jetzt? Okay, wir müssen da aber nicht in das Boss-Areal, sondern wir müssen dann links weiter. Da war es nämlich links auch noch weitergegangen. Ich vermute mal, dass der Lichtschnitter, glaube ich so, oder geheißen, dass der spielt irgendeine Rolle. Der ist auf alle Fälle hinter unserer Lampen her. Und ich glaube, dass der eine tragende Rolle in der Haupthandlung spielt. Mir wundert es nur, dass der jetzt wieder gespawnt ist. Oder dass der da jetzt spawnt. Also jetzt wollte ich gerade sagen, das hätte mich jetzt gewundert, wenn die Gegner da alle weg waren. Jetzt. Genau. Rechts das Boss-Areal ist nämlich angesteckt und dann kann man nämlich da hinten weitergehen. Black sagt, wenn jetzt... Ja, nein, probieren wir es lieber nicht. Die 641 Seelen haben sowas von irrelevant. Der macht so viel Schaden da hinten. Ja, und natürlich auch ein Parasiten auch noch. Ah, komm, es ist jetzt auch wieder so ein Ekelgebiet. Ah, Pfui-Teufel. Okay, da muss ich mehr meine Armbrust hernehmen, weil der Typ, der wo die Bolzen schießt, der kann eigentlich nix. Er macht einfach nur sau viel Schaden mit seiner scheiß Feuerarmbrust. Der, wenn den 3- oder 4-fach-Schuss da macht, sagt das da frisst ich unfassbar viel Schaden.
Ja, dann müssen wir es konventionell machen, das hilft nicht. Ja, ist so. Es ist ein Morten auch noch da. Perfekt. Jetzt wird es aber hinterher langsam wie vorhin, gell? Hey, ich finde jetzt scheinbar, nachdem ich das aktiviert habe, lauter Rune. Hey, man sagt den auch nicht, wenn man im Reich der Toten ist. Okay, nice. Okay. So, Armbrust brauchen wir, damit ich den da hinten gleich mal über den Haufen schießen kann. Okay, da sollen wir herkommen. Ah ja, perfekt. Alter, kannst du chillen? Dankeschön. Ja, der hat einen Parasiten. Weiter. Na. Wo ist ein Parasiten? Wo ist er? Ich stirb heute jetzt hart, du Arschloch, du. So. So, gib mir du erst einmal meine Seelen wieder. Okay. So, da war aber jetzt eine Lampe auch mal nicht verkehrt, ne? Start. Okay. Magieschutz. Die würde sagen, kannst du bitte heller werden? Jetzt haben wir da herum, da kommen wir aus dem Reich der Toten raus. Ich hasse das so, wenn du einer gezogen wirst. Nein, du sollst das nicht anvisieren. Was hat... Nein.
Oder weil wir. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum da das andere Leute gegangen ist, aber die Ehre aus meinem Kopf. Viel Spaß bei meinem Kopf. Ich hoffe, du findest das Richtige. Umbral-Auge des vermummten Antuli. Okay. Mal schauen, was das bringt. Hauptfassungseffekt für 8 Sekunden nach dem Umbrauwechsel immun gegen Schaden. Holy shit, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich war jetzt trotzdem verbunden, wenn wir da mal Laternen finden da. Schlangenölgranaten. Okay, fuck, wir haben keine Heilung mehr. Aber da können wir kompensieren. Dann uns ein bisschen Lauf. Ah, das ist ein Secret. Okay, oder auch nicht? Delos? Okay, ist wieder hier so eine Rune. Ich trau keinen Meter mehr jetzt, okay? Okay. Also, erklimmen wir mir jetzt Baratur, oder was? Ah, das bricht garantiert auch jetzt, oder? Ich weiß nicht. Da Schatzkisten, aber da können wir jetzt nichts tun. Oder? Doch, können wir sogar. Okay, wir haben mit dem seine komplette Rüstung gefunden. Und schwerer. Alter, die ist sogar Nottank hier. Jetzt haben wir allerdings schwer. Jetzt haben wir wieder Mittel. Okay, jetzt haben... Wow, leck, Alter, wie geil schaut denn die Rüstung aus, bitte? Das war alles. Okay, aber wo geht's jetzt weiter? Den Boss können wir definitiv noch nicht legen. Der ist uns noch zu stark, würde ich vermuten. Geht's nicht drum dumm? Ah, warte mal. Was haben wir denn da? Ah, warte mal. Hey, da geht's aber auch nicht aussehen. Wo auch nicht? Okay, wir mal schauen, wo es weitergeht. Ach, da geht's jetzt durch. Da schau her. Ja, Hauptsache, das ist schon wieder so ein Schnitt da. So wie Kreisweiß.
Okay. Ah, dann geht's dann da weiter. Da ist der Boss. Und dann gleich rechts. Okay, das habe ich beim ersten Mal... Okay, da ist ein Bug. Das habe ich beim ersten Mal hergehen gar nicht gesehen. Aber dann geht's auf jeden Fall da weiter. Zeugnis umheim des verderbten Pilgers. Okay. Au. I don't think so. Aua. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt, dass wir eine Rüstung gefunden haben, die wo feuerresistent ist. Ja, da haben wir jetzt wieder so weit. Wo gehst du lang? What the fuck? Haben wir auch verloren? Oh nein, jetzt haben wir nach. Oh, leck. Und jetzt den ganzen Weg da wieder runter, ey. So, halt das über. Ah ja, perfekt, alles klar. Beste Grüße. Wow. Lampe wo? Bitte, dankeschön. Lampe wo? Ich brauche Lampen. Irgendwie, irgendwo. Damit ich mal irgendwie rosten kann. Mal so als Zwischenspeicher, Step, Punkt, wie auch immer. Ich bin komplett am Arsch, ne? Aber da auch nichts, das was mir irgendwie komplett aufhält. Nö. Okay, müssen wir irgendwie anders regeln. Zumindest weiß ich, dass da jetzt scheinbar weitergeht. Vorher dumm. Bei der OS, was ich mir jetzt gerade einfach wünschen, ist eine Laterne. Mehr wünschen wir gerade gar nicht. Ja, natürlich, ist ja klar. Oder zumindest da irgendwo einen Setzling hinmachen konnte. Ja, jetzt ist da auch noch so viel. Perfekt. Ja, okay. Weil da keine... Ich hab keine Ahnung, wie
Ah, da kann man Setzling sitzen. Ja, perfekt. Red mir mal jetzt zirkt aber Spei gewaltig an, gell? Jetzt zirkt die Spei aber ganz gewaltig an. Lädt mich am Arsch. Das Gebiet ist jetzt richtig reidig. Da kommen jetzt ganz viele ekelhafte Gegner. Aber wir rosten immerhin gleich an. Perfekt. Das ist gut für uns. So. Da haben wir aufgegangen, da geht's erstmal nicht weiter mit. Ja, der ist so saublöd ums Eck steht, gell? Ja. So, da oben warten wir nur mal. Ah, da ist da unten, genau. Ich gehe heute den Weg, ja, das nächste. Ganz so einfach. Ja, oder meine Seelenkunde. Ja, wo haben wir denn? Haben wir jetzt auf einem Friedhof, oder was? Ah ja, perfekt. Schauen. Ah, trau ich da nicht, gell? Ring des Nachtfeuers. Lass mir raten, Feuerresistenz hoch. Wo ich gar nicht mehr so schlecht finde, jetzt an der Stelle. Verursacht zusätzlichen Feuer- und Schwächungsschaden. Okay, fast. Da geht's nur um dumm. Da müssen wir wahrscheinlich da rein. Okay, da haben schon wieder irgendwelche zweifelhaften Stimmen. No. No, sagt er. Haben wir des Präparators? Ah, das ist schon wieder ein Bossareal. Seriously? Unter Kalrad, okay, doch kein Bossareal. Okay, Lampen wo? Okay, jetzt haben wir in einer Stadt, die wo offensichtlich obrennend ist. Perfekt. Oh, hi.
Achso, die entstehen ja aus dem Feuer. Ja, perfekt. Oh, das ist ein Lumpen, perfekt. Herrgott, Seele. Überreste von Sebastian. Boah, leck, Alter. Okay, dann können wir uns jetzt einmal noch mal schnell kurz zu dem Setzling porten und können wir da die anderen Motten über den Haufen rennen. Weil da haben wir ja so einen Motten bekämpft, da ist da links auf über den Hügel gegangen. Und das schauen wir uns so schnell an. Oh. Ich hasse den Typen abgöttisch. Ah, okay, das ist der Rückweg. Schwebungssalz. Okay, ja gut, hat's jetzt nicht rendiert. Ich dachte, da kriegt man noch mal so einen Samen. War okay. Gegner in der Nähe, oder? Ah, ja. Gut, perfekt. So, dann schaue ich noch mit meinem Hut. Also der Punkt ist ja auch wegen dämlich, weil du dich gleich rosten kannst, weil du Gegner hast. Gut. Ab nach Himmelsrost. Schauen wir mal, ob irgendwelche NPCs was zum Sagen haben. You look tired, friend. Der nimmer. Ach, der ist jetzt auch oben da? Ja, perfekt. Nice. So, können wir bei dir irgendwas machen? Hast du zufälligerweise irgendwas nice? You again. Ah, schau her, da kann man auch... Da kann man auch Runen kaufen. Moment, habe ich jetzt eine gefunden? Ja, habe ich tatsächlich. Reduziert Waffengewicht. Waffen funktioniert. Ja, okay. Das nehme ich jetzt einfach mal. Ich habe sonst nichts. Runeneinstieg. Perfekt. Naja, weniger Gewicht mehr gut. Gut, aufwerten kann ich die jetzt noch nicht, weil da braucht man 4 von denen, von der an der dritten stehe. Aber jetzt natürlich keine einzige nicht, ne? Aber gut, das ist fein. Zumindest das Runensetzen scheint kostenlos zu sein. Das ist schon mal gut für mich. So, hat unser On und zu Kappa was zum Sagen. Können wir bei dem was machen? Lower Kalrath has long been a flame-ravaged ruin, but evidence of its former inhabitants' blasphemous beliefs can still be found amidst the ash and rubble. So should you feel any sorrow at such devastation, divest yourself of it, for it is unwarranted. Whatever poisonous lies Derva may spit at you, for they are nothing but the foul black... Okay, der sagt uns quasi nichts Neues. Oh, der hat aber neuer Stuff. Neophytendolch, Schwert des Vorhutbarers, Axt des Reinigers, Hammer eines Predigers Orius. Okay.
Ja, ein bisschen ein neuer Stuff, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, du kriegst da, je nach Story-Fortschritt, kriegst du immer mehr Zeug rein. Kann dir mal vorstellen. Aber okay. Mescalin habe ich dir, grüß dich gut. So, können wir sonst was machen noch? Jetzt pass auf. Er ist ja nur ein Händler. In Radiance, judgment. Der hat aber auch nichts Neues mehr. Our Immaculate Lady will bring redemption. Ist da irgendwas Neues? Best watch your step out there. Mornstead is a land awash in blood. Both. Ist auch nichts Neues. Da ist jetzt eine Hunderin. Der war aber letztes Mal schon da. Ansonsten... Mescalin, was fit bei dir? Oh, schaut ihm gut aus, okay. If in doubt, you heed the captain, much as he might think otherwise. Okay. Bis beim einen. So, okay. Das ist der Händler. Several of our sacred texts tell of Saint Latimer, a noble knight, and most devout follower of Our Lady. Canonized after he sacrificed himself to help show the hallowed sentinels what was necessary for the greater good. Many have given their lives to sustain the beacons, but Latimer was the first, and remains one of our most venerated figures. Okay. Gut, wir haben noch keine heilige... Boah, jetzt brauchen wir 2 Quintessenzen, damit wir uns aufwerten können. Da schau her. Du brauchst nicht immer eine, sondern du brauchst damit 2 jetzt auf einmal. Okay. Es bleibt dann bei 5 Ladungen, die nächste Aufwertung bleibt bei 5 Ladungen, du hast aber dafür 65% Lebensregeneration. Aber gut, okay. Ja, perfekt. So. Also, wir halten mal fest, wir haben einen neuen Ort. Das ist das Depot von Unterkalrad. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, im Glockenturm weiterzugehen. Das sollten wir jetzt eigentlich allmählich langsam stark genug sein, dass wir da ein bisschen was machen können. Da müssen wir mal schauen. Gerade fertig, aber sonst gut und selber. Du, bei mir passt alles, war halt heute war's ein bisschen anstrengend tatsächlich. Also gerade jetzt so die letzte halbe, dreiviertel Stunde, die war vom Spiel her ein wenig anstrengend, aber ansonsten geht's mir gut. Selbstverständlich. Steht aus, ansonsten bei dir auch alles passt. Gut, ich möchte nicht wissen, wie krass das der jetzt in seiner Rüstung schwitzt. Aber okay. Wie krass der schwitzt, Freunde, ich glaube, wir machen da einen Cut für heute. Ich glaube, das darf genau passen. Jetzt haben wir einen neuen Ort, wir haben wieder einiges gesehen. Ich glaube, das können wir so mitnehmen, oder? Was meinst du hier? Da können wir dann am Mittwoch in aller Seelenruhe auf jeden Fall weitermachen. Am Mittwoch machen wir ein bisschen länger, da machen wir ungefähr 4 Stunden. Und da fange ich um 10 Uhr an und höre dann zeitlich auf, dass wir zur Wi-Fi gehen können. Da werden wir dann wieder einiges mehr an Stuff sehen, vermute ich mal. Vielleicht können wir beim nächsten Mal auch den Boss nochmal probieren, diesen Lichtschnitter, der wo uns vorher ein bisschen überrumpelt hat. Weil für den haben wir aktuell einfach noch zu schwach. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Müssen wir mal schauen. Aber da gibt es bestimmt noch die eine oder andere Möglichkeit, die wo da noch auf uns wartet, dass wir es gegen den ein kleines bisschen leichter haben, sozusagen. Ne? Also ich hoffe es zumindest. So aktuell jetzt, von dem Stand, wo sie jetzt vor ein paar Minuten gehabt habe, ist er nicht stark. Also er holt einfach zu viel aus und er teilt auch zu viel aus. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben wieder 2 Bosse, ich glaube 2 Bosse waren es halt relativ zügig zusammengehauen. Das waren zwar Zwischenbosse, aber nichtsdestotrotz besser als gar keiner. Und wir haben eine geile Rüstung gefunden, die uns weiterhilft. Wir haben unsere Waffen entsprechend weiter aufgewertet. Ich bin mir halt nicht sicher, wir hätten wahrscheinlich irgendwann einmal eine bessere Waffen, eine grundsätzlich bessere Waffen. Aber aktuell ist das Schwert einfach das Beste, was wir haben. Und von daher nehmen wir das jetzt einfach einmal so mit, wie es jetzt ist. Wir schauen uns dann im nächsten Mal auf alle Fälle bei dem Feuergebiet um. Ja? Dann schauen wir mal, wo wir sonst noch hin können oder ob sie neue Wege auftun, die wo wir da einschlagen können. Ja? Es ist halt für mich noch ein bisschen schwierig, beziehungsweise ich habe keinen Anhaltspunkt, wo geht es tatsächlich weiter. Ich muss mich halt einfach so ein bisschen nach der Gegnerstärke richten. So wie jetzt, wie gesagt, bei dem Boss, da weiß ich halt sofort, ja, da, okay, den brauchst du definitiv noch nicht machen. Aber der wird auch noch fallen, definitiv. Den hauen wir auf jeden Fall irgendwann noch zusammen. Das lässt man nicht auf uns sitzen. Da wart's direkt aus.
Gut, was habe ich denn sonst noch? Sonst wisst ihr eigentlich nichts mehr. Genau, nächster Stream, wie gesagt, am Mittwoch um 10 Uhr in der Früh. Da fangen wir dann gemütlich wieder an. Da werden wir auch wieder weiter in Lords of the Fallen. Ich habe es vorher gesagt, tut mir ein wenig leid, dass der Content momentan an und für sich ein bisschen eintönig ist, aber aber das Spiel huckt mir einfach brutal und ich habe so richtig Bock auf das Spiel, deswegen spielen wir das momentan also ein bisschen vermehrt, aber keine Sorge, es kommen auch wieder andere Projekte. Ja, dort braucht es nicht oben durch. Lies of P kommt, Assassin's Creed Mirage wird kommen, Hardcore Nuzlocke wird kommen, Grimmer, wie gesagt, alles mit der Zeit hin. Das singt da nicht oben. Okay? So, dann sage ich bei euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich schaue gerade schnell, wo wir hier raiden. Ich glaube, dass wir wieder zu Violet gehen. Die spielt City Skyline 2. Ein paar aus der Community spielen das bereits. Genau, das ist quasi ein bisschen was Gemütliches zum Oberkämmer. Könnt ihr auch gerne ein bisschen Liebe da lassen, das Freundin vom Cookie. Also gerne mal ein Herzl da lassen. Wer es noch nicht kennt und noch nicht da hat, gerne auch bei mir noch auf den Follower drucken, wenn es noch nicht da ist und du halt zufällig gerade neu dazugekommen bist. Vorher habe ich jetzt habe ich seinen Namen leider vergessen, den Österreicher. Hat mich gefreut, dass du da bist oder da warst, keine Ahnung. Wie gesagt, schaut mal, ob es noch kostenlos einer von Ihnen kennt, wenn es Ihnen gefällt, was ich da mache. Und dann, ja, kann die Party gegen ein bisschen weiter wachsen. Ja, gerne noch auf meinen Discord-Server vorbeischauen, da kriegt ihr alles mit, was mich und mein Stream angeht, wann ich live gehe, mit was für ein Spiel, zu was für Uhrzeit. Wenn ihr mit mir unterhalten und mit der Community ist, vielleicht auch für den einen oder anderen noch etwas, der wo noch nicht drauf ist, also gerne mal auschecken. Kostet natürlich nichts. Dann sage ich wie immer danke fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für euren Support wieder. Ich freue mich auf den Mittwoch, wenn wir da weiterspielen. Und ja, dann sage ich, schau mal an, ja, habe ich schon gesagt, sage ich, fettes Merci, einen schönen Abend euch noch. Und gute Woche bis dahin, ne? Bis wir uns am Mittwoch wieder hören. In diesem Sinne viel Spaß bei der Violet und haut euch eine, bis zum nächsten Mal. Wird euch.